Beilage 1114. Und ich erteile Herrn Landtagsabgeordneten Klug-Hoffmann Johann Schütz das Wort zur Begründung der Dringlichkeit des gegenständlichen Antrags. Herr Abgeordneter Schütz, das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ja, das Thema Wirtschaft ist natürlich auch eng verbunden mit dem Thema Sicherheit und daher haben wir heute auch diesen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Und wenn man sich so die Situation im Burgenland ansieht, dann vergeht kein Tag ohne Einbrüche, es vergeht kein Tag ohne Asylaufrufe, es vergeht kein Tag ohne Schlepperaktivität, kein Tag ohne Drogendelikte, wie nicht in New York, sondern im Burgenland. Und es vergeht auch kein Tag ohne Haftzuwachs. Wir müssen uns vorstellen, wir hatten im Burgenland schon in der Justizanstalt beinahe 2/3 ausländische Gefangene. Und bereits bei der letzten Landtagswahl vor 5 Jahren haben wir freiheitliche Grenzkontrollen gefordert. Damals gab es seitens der SPÖ und ÖVP-Einheitspartei massivste Ablehnung. Und nun hat der Herr Landeshauptmann nach 5 Jahren dieses Thema aufgegriffen und ebenfalls Grenzkontrollen gefordert. Zwar so wie immer zu spät oder sehr spät, aber doch, und das freut uns. Und wenn man sich die Schlagzeilen ansieht, Niesel will temporäre Grenzkontrollen, Burgenland, Außengrenze ist ja nicht ausreichend gesichert, Schlepperkriminalität nehmen überhand. Herr Landeshauptmann, da bin ich bei Ihnen, aber es ist jetzt Zeit zu handeln, Es darf keine Wackelpartie geben, sondern jetzt kommt die Zeit zu handeln. Schengen ist wirkungslos, Schengen ist definitiv wirkungslos. Dublin 2 tritt nicht in Kraft, Drittstaatenregelung tritt nicht in Kraft. Wann nicht jetzt? Und mit medialer Unterstützung wurden jetzt auch natürlich Planquadrate, sprich Schwerpunktkontrollen in Grenznähe abgehalten. Aber sagen wir uns ehrlich, wo steckt denn hinter dem Wort Grenzkontrolle? Hinter dem Wort Grenzkontrolle steckt Grenze und Kontrolle. Es hat keinen Sinn im Inland Schwerpunktkontrollen durchzuführen, die überhaupt keinen Zugang zur Grenze haben. Denn die Grenze ist das Nadelöhr, wo alle durch müssen. Das heißt, wen müssen wir jetzt Grenzkontrollen an der Grenze durchführen? Das Hauptargument ist natürlich auch, dass diese Grenzkontrollen auch auf Schleichwegen durchgeführt werden müssen und diese Grenzkontrollen auch natürlich auch auf Verbindungsstraßen und Güterwegen, die über die Staatsgrenze führen. Das ist das Gebot der Stunde. Und wenn der Herr Landeshauptmann heute gemeint hat, wir sind auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, Herr Landeshauptmann, in dem Zug, in dem wir schon gesessen sind, da wussten Sie nicht einmal, dass der irgendwann einmal wegfährt, sind wir schon in den Zug drinnen gesessen. Und dieses Thema darf kein Spätthema sein. Dieses Thema ist ein ernstes Thema, das uns im Burgenland besonders betrifft als Grenzregion. Wie gesagt, es vergeht kein Tag ohne Kriminalität, ohne Einbrüche. Jetzt kommen natürlich auch noch im Zuge der Weihnachten die Dämmerungseinbrüche. Das heißt, jetzt ist mehr Sicherheit gefragt, als wir überhaupt glauben. Und wie gesagt, die Kontrollen selber können nicht einfach irgendwo im Hinterland stattfinden, wo man temporär irgendwann einmal Planquadrate abwählt, sondern diese Kontrollen müssen echte Grenzkontrollen sein. Wir müssen auch die Verbindungsstraßen zu unserer Staatsgrenze kontrollieren und wir müssen natürlich auch die Schleichwege kontrollieren. Und es darf und soll nie mehr eine Schweberatte sein. Und wir müssen auch wegkommen von Schweberaten in Beziehung auf Polizei, sowie die Einführung von Dorfpolizisten oder Gemeindepolizisten. Wir haben ja keine Louis-Define-Politik im Burgenland, wo man den Gendarm-Kontrovers mit Heiterkeit erwähnt. Das heißt, wir brauchen keine Louis-Define-Politik mit Dorfpolizisten und Gemeindepolizisten, die es ja gar nicht gibt im Endeffekt, sondern wir brauchen keine Schweberatte, sondern wir brauchen definitiv mehr Sicherheit für
unsere Burgenländerinnen, wir brauchen Grenzkontrollen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen keine Politik des Täuschens, keine Politik des Tarnens und des Tricksens. Unser Burgenland muss unser Heimatland bleiben. Darauf müssen wir stolz sein. Unsere Traditionen, Bräuche und Identität müssen wir immer im Auge haben. Das müssen wir immer im Auge haben. Schlepperei ist eines der schlimmstes Verbrechen. Und die Aufgriffe im Burgenland sind ungebrochen. Die Aufgriffe werden immer mehr und mehr. Und wenn man weiß, wie Schlepperei funktioniert, wie viele Menschen hier sterben müssen, dann ist es vor allem wirklich gerechtfertigt, endlich einmal sicherheitspolitische Maßnahmen zu treffen. Und auch das Flüchtlingsproblem muss man natürlich ansprechen. Denn wir werden das Flüchtlingsproblem in Österreich nicht klären können. Österreich und Burgenland haben immer Großartiges in der Flüchtlingsfrage geleistet, aber es braucht natürlich auch Visionen. Es braucht natürlich auch eine Höchstgrenze bei der Zuwanderung. 50 Millionen sind derzeit auf der Flucht und weitere 100 bis 200 Millionen wollen nach Europa. Und wir sagen ganz klar, es müssen, wenn wir helfen wollen, müssen kulturnahe Städte errichtet werden, kulturnahe Städte, Flüchtlingsstädte mit Sicherheitszonen, mit Wasseraufbereitung, mit Plantagen, mit der Möglichkeit dort zu leben, damit man dann, wenn der Krieg vorbei ist, auch wieder zurückkehren kann. Es wird nicht möglich sein, dass Österreich und auch das Burgenland 50 Millionen, 100 Millionen oder mehr aufnimmt. So leiden wir auch diese Menschen tun, die tun uns allen. Aber es muss dieses Problem wirklich gelöst werden und einfach nicht mit kleinen Argumenten argumentiert werden. Und wie gesagt, das ist kein Menschenrechtsproblem, sondern das ist ein Kapazitätsproblem. Stellen wir uns einmal vor, es gibt ein Fußballstadion, wo 20.000 Personen reinpassen und man versucht dort 100.000 Personen hineinzubringen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren und wird nicht funktionieren. Und niemand weiß, ob nicht Dschihadisten eingeschleust werden. Das kann niemand kann das sagen. Ob nicht Dschihadisten eingeschleust werden. Und wir wissen auch, dass es in Wien bereits 21 Salafistenschulen gibt. Und wenn man sich überhaupt die Situation rund um die Kriegsgebiete derzeit anschaut, das muss man sich vorstellen. Da sind 270 österreichische Dschihadisten sind bereits für die IS in den Krieg gezogen. 270. 45 davon wurden getötet und über 80 sind wieder nach Österreich zurückgekehrt. Und diese befinden sich nun in der Begutachtung des Bundesamts für Verfassungs- und Tourismusbekämpfung. Das muss man sich mal vorstellen. Diese 80 sind in der Beobachtung, weil wir waren ja nur im Krieg und haben ja nur zugeschaut, wie die Leute geköpft werden. Das muss man sich mal vorstellen. Was da für ein Aufwand betrieben wird, um nur diese zu beobachten, die haben da nichts mehr verloren, die werden sofort abgeschoben, Und da bin ich schon bei Udo Jürgens. Der Udo Jürgens sagt nämlich, alle Ausländer haben wir nichts verloren, da bin ich genau am Udo Jürgens. Und das kann so bitte nicht sein, dass hier 80 Dschihadisten, die im Krieg waren, einfach nur beobachtet werden. Das ist ja eine Unglaublichkeit, das ist ja einfach nicht mehr normal. Wenn man sich die Situation anschaut, dann glaube ich auch, dass man da durchaus kräftig und härter formulieren kann. Denn ja, jeder, der in Österreich straffällig wird, hat abgeschoben zu werden. Dafür stehen wir freiwillig auf. Und man darf auch nicht vergessen, bis zu 80%, und das sind nackte Tatsachen, bis zu 80% aller Asylanten bekommen keinen Asylstatus. Und über 20% davon verschwinden in die Illegalität. 20% davon verschwinden in die Illegalität. Und wenn man da bedenkt, dass Schengen wirkungslos ist, Dublin 2 gibt es einfach gar nicht, weil sonst wird nicht willig, die meisten Flüchtlinge aufzunehmen. Wir brauchen mehr Mut, diese Problematik anzusprechen. In den Fußgängerzonen werden sogar Koran verteilt, sogar der Präsident des Islam Österreich, Fuad Sanak, hat gesagt, es war gar keine Zeit, diese Korane zu überprüfen, ob die Übersetzung überhaupt richtig ist. Ja, das muss man sich dann vorstellen. Wer steht da dahinter? Wer ist diese Organisation, die hier massiv und verstärkt und größer wird?
Und wir wollen jene Gutmenschen, die die Zuwanderung ohne Wenn und Aber in einem Atemzug mit Drogenfreiheit fordern, vor allem die Grünen sind hier besonders aktiv, das wollen wir den Gutmenschen wollen wir sagen, bitte schaut noch der Realität ins Auge, es bringt nichts, einfach nur Gutmensch sein zu wollen. Und wenn man bedenkt, dass in einem halben Jahr mehr Asylanten nach Österreich kommen als die Landeshauptstadt Eisenstadt einmal, muss man das schon zu bedenken geben. In einem halben Jahr, also zweimal die Landeshauptstadt Eisenstadt kommt im Jahr nach Österreich. Das muss man sich vorstellen, die Einwohner der Landeshauptstadt Eisenstadt. Und daher muss man auch dieses Thema ansprechen dürfen und dieses Thema, ich weiß, da sprechen nur die Freiheitlichen an, weil nur die Freiheitlichen den Mut haben, darüber zu sprechen. Und wir brauchen ein Musterland, Sicherheitsland, Burgenland. Es muss ein Musterland, Sicherheitsland, Burgenland sein. Und deshalb brauchen wir jetzt Grenzkontrollen. Jetzt kommen wieder, wie gesagt, die Dämmerungseinbrüche. Jetzt sind Grenzkontrollen wichtiger denn je. Aber Grenzkontrollen sollen bitte nicht dazu dienen, dass man vielleicht irgendwann in einem Monat einmal ein größeres Planquadrat macht, irgendwo in einem Umkreis und dann sagt, das war's wieder, sondern diese Grenzkontrollen müssen jetzt systematisch, gerade jetzt vor Weihnachten, wo es Dämmerungseinbrüche gibt, auch auf Streichwegen abgehalten werden. Diese Grenzkontrollen, diese Kontrollen an der Grenze müssen nicht nur auf Streichwegen, sondern auch natürlich auf Güterwegen, die für die Staatsgrenze durchgeführt werden. Man wird sehen, dass plötzlich die Kriminalität sicher zurückschrauben wird und ich bin mir ganz sicher, dass das auch so ist. Und wir wollen auch auf unserer Forderung bleiben, wo natürlich einige immer sagen, was wollen Sie denn da alles? Wir wollen auch, wir Freiheitlichen wollen auch ein totales, sicheres Burgenland, ein Musterland, Heimatland, Sicherheitsland, Burgenland. Wir wollen ja auch, dass alle geförderten Alarmanlagen direkt zur Polizei geschaltet werden. Wenn diese Alarmanlagen direkt zur Polizei geschaltet werden, dann bräuchten wir auch nicht von den 1600 Grammposten 400 jetzt verschenken, denn wir bauen jetzt gerade ab 1200 Grammposten. Und ich sage Ihnen, wahrscheinlich könnten wir dann schon nach 2 Jahren wieder zurückschrauben, denn dann wird wahrscheinlich niemand mehr versuchen, in Österreich einzugreifen. Wenn die Alarmanlagen direkt zur Polizei geschaltet würden, was ganz viel Größe das umsprechen würde. Und die rot-schwarze Bundesregierung möchte auch noch das Bundesheer ausbauen, im Bereich der Sicherheit. Anstatt über einen Grenzeinsatz vielleicht das Bundesheer zu denken. Gerade jetzt, wo Schengen wirkungslos ist, gerade jetzt, wo ein Flüchtlingsstrom da ist, wie noch nie da war, gerade jetzt hätten wir auch darüber nachdenken sollen, nicht einfach das Bundesheer sozusagen ausverkaufen. Sogar die Militärmusik im Burgenland wird abgeschafft. Da spart anscheinend jene Milliarden Euro, die wir heute brauchen für eine Steuerreform. Also sowas wahnsinnig Witziges für die Abschaffung der Militärmusik habe ich wirklich noch nie gehört. Wir brauchen eine Politik mit mehr Mut. Normalität ist der Begriff der Wichtigkeit, denn es ist wirklich nicht mehr alles normal, was da abgeht in dem Land. Und wenn man schon von Normalität spricht, fragen wir immer, warum heute alle Medien über den Herrn Conchita Wurst immer per Sie sprechen, also die Sie. Nicht? Also man sagt immer, die Conchita Wurst. Das ist eine Kunstfigur, die halt ein Mann erschaffen hat. Und warum spricht bitte jedes Medium, jeder Raum spricht die Conchita Wurst? Das ist nicht die Conchita Wurst. Das ist derjenige Mann, der die Kunstfigur Conchita Wurst gehabt hat. Wo denken wir, was für ein Land, wo einfach ein Mann als Dame angesprochen wird? Das ist ja nur mehr ganz normal, was da abgeht. Die Kunstfigur ist okay. Ist okay. Aber ich kann doch nicht sagen, so ein Herrn Dame, der hat keine Geschlechtsoperation. Aber das ist genau das nicht normal ist. Und diese Normalität wünschen wir uns wieder zurück. Und das geht sogar so weit. Nicht? Da gibt es dieses Billigblatt Österreich. Nicht? Das Billigblatt Österreich im Zuge der Aktion, die 10 tollsten Frauen Österreichs, die 10 tollsten Frauen Österreichs, hat das Billigblatt Österreich den Herrn Conchita Wurst auf Platz 3 geholt. Das heißt, man hat eine Geschlechtsoperation. Also das ist ja wirklich nicht alles normal, was da stattfindet. Wir fordern einfach nur Normalität. Wir fordern einfach nur Normalität. Stellen wir auf die Grenze da dran, Olium. Hat eigentlich hier wirklich nichts verloren.
Sicher ist auf jeden Fall, dass Sicherheit höchste Priorität hat. Sicherheit ist das höchste Gut, das wir uns vorstellen können. Und wir brauchen nicht so wie der Herr Landeshauptmann sagt, wir brauchen nicht ein sicher Wohlfühlland, Herr Landeshauptmann, sondern wir brauchen ein sicher Sein-Land. Unsere Menschen müssen sich hier wohlfühlen und deshalb bitte ich Sie, nicht einfach ein Schmähpapier zu machen, sondern Sie als Chefverhandler der Bundesregierung, Sie als derjenige, der Bundespartei der Stellvertreter ist, und Herrn Dr. Feimann oder Herrn Feimann und Herrn Bundeskanzler Feimann, ich bitte Sie, in aller Ernsthaftigkeit zu handeln und es zu ermöglichen, dass echte Grenzkontrollen auch jetzt echte Grenzkontrollen sind. Angezogen hat der Wahlkampf eigentlich anders. Der hat begonnen, dass er sagt, die Grenzkontrollen, das geht einfach her, da geht irgendwas macht. Temporäre Grenzkontrolle. Unbedingt. Und beschlossen ist das Ganze geworden, einen entsprechenden Beschluss hat der Landesparteivorstand am Montag bei einer Gegenstimme gefasst, erklärt der Landeshauptmann Hans Liesl in Eisenstadt war Journalist. Das heißt, der gefährdet so populistisch, meiner Meinung nach. Das ist auch nicht was für die Sicherheit eines Landes. Weil bis jetzt haben wir eigentlich ja nur geredet davon, aber jetzt wollen wir eigentlich nur noch was umsetzen. Und ich sage das auch noch mit der Landeshauptmann. Heute haben sie sich hergestellt und auch der Landeshauptmann Stellvertreter. Alles, was ich schon gefordert habe, oder die Opposition teilweise, haben sie gesagt, das ist in Ordnung, das werden wir jetzt machen. Ab heute gehen wir es an. Die burgenländische Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung heranzutreten, mit notwendiger Infrastruktur und Personalstärke die Durchführung temporärer Grenzraumüberwachung und temporäre grenznahe Kontrollen im Burgenland sicherzustellen. Nein, Rischi, Waschi. Nie alle Abänderungsanträge, was Sie einbringen, was Sie. Das ist ein Rischi, Waschi, Herr Kollege, das weißt du ganz genau. Warum beschließt du? Das weißt du ganz genau, das ist der Punkt. Und wir wissen auch ganz genau, was das Grundübel ist. Wir hungern das Bundesjahr aus. Die kennen keine Assistenz oder für die ganze Geschichte. Damals habe ich schon gesagt, warum lassen wir nicht das Bundesjahr an die Grenzen alles überwachen? Nein, da haben wir eine Idee gehabt, mit Dorfpolizisten und andere Strukturen, was da aufgebaut haben. Ich habe noch keinen gesehen, keinen Dorfpolizisten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin die Polizei gut, aber ich habe noch keinen gesehen. Vielleicht liegt es. Ansonsten muss ich sagen, aus dem blauen Eck habe ich mir einiges anderes erwartet. Aber Herr Landeshauptmann, von Ihnen als gewählter Landeshauptmann und eigentlich Repräsentant des Landes und letztlich auch von Österreich, muss ich sagen, schreckt mich das schon ein bisschen, wenn Sie immer mehr in diese populistischen Aussagen eine freie Fahrt für Räuber und Mörder mitspielen, Grenzkontrollen fordern, obwohl Sie genau wissen, dass das eigentlich rechtlich gar nicht möglich ist. Und ich möchte nicht, dass wir hier diese Grenzen, die wir vor kurzem erst den Mauerfall gefeiert haben, wieder beginnen aufzubauen. Ich weiß schon, dass temporäre Grenzen und Grenzkontrollen was anderes sind, aber das ist der erste Schritt in diese Richtung. Und man weiß ja genau, was dann von speziellen Leuten weiter gefordert wird. Deswegen lassen wir die Grenzen so, wie sie sind, schauen wir, dass wir eine gescheite Kontrolle haben, so wie es jetzt läuft. Hier vielleicht Schwerpunktkontrollen auch mit den Ungarn gemeinsam machen. Und ja, deswegen hier abschließend noch eben keine Zustimmung zu diesem Antrag, auch nicht zu abgeändert. Danke. Das Thema der von uns heute eingebracht nach der Stunde ist die Sicherheit unseres Landes und die Sicherheit unserer Bürger. Die Sicherheit in unserem Land ist uns Freiheitlichen ein ganz besonderes Anliegen. Und das nicht nur jetzt, weil sich gerade eine Landtagswahl zu entwickeln beginnt, sondern wirklich immer. Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass unsere Grenzen nicht mehr gesichert sind und über diese Grenzen nicht nur nette Nachbarn ein- und ausreisen, sondern natürlich auch jede Menge Kriminelle aus aller Herren Länder. Sie, meine Damen und Herren der Regierungsparteien, Sie waren es, die alle unsere Anträge entweder durch Abänderungsanträge völlig sinnentfremdet oder überhaupt niedergestimmt haben. Sie waren es, die es zugelassen haben, dass eine Polizeiinspektion nach der anderen zugesperrt worden ist, damit es die Täter noch leichter haben und nur ja nicht irgendwo von einem Polizisten gestört werden können. Alles in allem, meine Damen und Herren, waren alle ihre großspurig angekündigten Maßnahmen sogenannte Ärgergelder, die das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen.
Von solchen Ankündigungen hat weder das Land noch seine Bevölkerung etwas. Und das, meine Damen und Herren, kann auch eine Schmähparade mit einem in Grenznähe durchgeführten Quadrat nicht mehr auf Gerade biegen. Die Bevölkerung nimmt ihnen das nicht mehr ab. Es reicht nicht mehr, jahrelang alles von den Freiheitlichen Kommende abzulehnen und dann sich kurz vor einer Wahl auf jene Themen draufsetzen zu wollen, die man jahrelang ignoriert hat. Ich glaube, dass dieser heutige Antrag der FPÖ eine Art Ouvertüre ist für die heute Abend in Preiskirchen geplante Großdemonstration, wo ein Herr Strache wahrscheinlich 500 oder 800.000 Leute oder wie viel auch immer in Trance versetzen wird, wenn es darum geht, wieder mit dem Ausländerthema hier Innenpolitik zu machen. Das vermute ich ganz einfach, wenn ich Ihren Antrag, Herr Kollege Schürz, und mir ansehe, wo Sie schreiben, ganze Landstriche sind zur Plünderung freigegeben. Weder sehen sich die überwiegend osteuropäischen Staaten mit Schengen-Außengrenze in der Lage, diese Bestimmungsgemäß zu sichern, noch gelang es den Polizei- und Justizbehörden der Schengen-Mitgliedstaaten, also uns zum Beispiel, durch die verstärkte Zusammenarbeit im Inneren in hinreichend Ausmaß kriminalitätsvorbeugend und bekämpfend tätig zu sein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, leben Sie in einem anderen Land. Wir leben in einem Land, wo Ordnung da ist, wo wir Sicherheitsstrukturen haben, wo wir uns auf die Justiz verlassen können, wo wir uns darauf verlassen können, dass der Staat all das tut, um die Sicherheit seiner Bürger sicherzustellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Dringlichkeitsantrag, der dann gasabhängig war, in der Begründung eher schwach. Und für mich stellt sich auch die Frage, ob der oder die von Schindler dann an der Grenze patrouillieren soll. Aber Spaß beiseite. Sie sprechen immer von zugesagten Grenzkontrollen, Herr Klug-Hoffmann. Die Grenzkontrollen waren, wenn Sie so wollen, nie zugesagt, sondern wir wollen diese Grenzkontrollen und fordern das von der Innenministerin, dass sie das anordnen durchführen lässt. Und ich denke, es ist eine sinnvolle Forderung, eine absolut sinnvolle Forderung. Und da geht es eben um die Argumente. Und wir haben gute Argumente und ich darf auch darauf verweisen, dass wir gemeinsam, Sie, die ÖVP, also die FPÖ, die ÖVP, die SP im Jahr 2012 einen Antrag auf die Umsetzung eines sicheren Grenzschutzes eingebracht und beschlossen haben. Und wenn Sie heute sagen, dass immer was anderes gesagt wird, dann sind Sie das, die sich dann vielleicht nicht mehr so gut erinnern können. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema Sicherheitsschutz. Das soll man wirklich sachlich und ernsthaft diskutieren. Ich darf auch dazu sagen, um das Ganze ins richtige Licht zu rücken, dass wir im Bezirk Oberbad, Büssing und Jennersdorf die sichersten Bezirke Österreichs haben. Das verdanken wir der ausgezeichneten Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Und im Norden leisten die Polizistinnen und Polizisten eine hervorragende Arbeit, denn da sind sie teilweise mit der internationalen Kriminalität täglich konfrontiert. Und gerade Sie als ehemaliger Polizist, Herr Abgeordneter Schürz, müssten diese Arbeit, die geleistet wird, auch an den Grenzübergängen, denn wir gehen darauf ein, wie hart an den Grenzübergängen kontrolliert wird, wie viele Stunden dort gearbeitet werden. Das große Danke an die Polizistinnen und Polizisten, sie sorgen für ein sicheres Tourengang. Beispiel, wenn wir sagen, in Burgenland haben wir keine Morde, ja Gott sei Dank haben wir keine Morde. Aber passieren auch in Wien keine Morde. Denken wir zurück vor 2 Monaten. 2 Tote in Wien. 2 Tote in Wien und die Täter sind auf der Flucht. Ja, selbstverständlich wird an der Grenze kontrolliert. Es ist eine absolute Aufgabe, wenn es zu schweren Zwischenfällen kommt, dass mehrfach kontrolliert wird, dass abgeregelt wird, dass auch an der Grenze, an der A4, an der A6 und auch an anderen Grenzübergängen kontrolliert werden muss. Ich glaube, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, darüber zu diskutieren, ob beim Mord in Wien, in Burgenland an der Grenze kontrolliert wird. Das muss gemacht werden und die Polizisten machen dort auch einen sehr guten Job. Was die Kriminalität anbelangt, Herr Abgeordnete, wir tun so, dass alle, die da hereinkommen, ob das Asylanten sind, ob das jetzt ausländische Beschäftigte sind, ob die kriminell tätig werden. Und es wird verallgemeinert. Und es wird versucht, mit einer radikalen Sprache das noch zu toppen. Nämlich wenn dann gesagt wird, keine freie Fahrt für Räuber,
keine freie Fahrt für Mörder. Wenn das jemand liest, dann hat er das Gefühl, alle, die da unterwegs sind und nach Innsbruck kommen, das sind Mörder und Räuber. Das stimmt nicht. Und ich möchte noch einmal sagen, wir werden uns immer als ÖVP dagegen wehren, wenn man verallgemeinert, wenn man politisch, populistisch unterscheidet zwischen denen, die Hilfe brauchen, unterscheidet diejenigen, die ins Bürger kommen, um zu arbeiten und die kriminell sind. Bei Kriminellen sagen wir auch, null Toleranz. Aber das ist nicht menschlich, das ist nicht solidarisch, das ist populistisch und das lenkt ÖVP-Bürger und das entschieden ist der. Wenn ich mir die Wortmeldungen seitens des Herrn Landeshauptmann und der Landeshauptmann Stellvertreter anhöre, dann ist dieser Abänderungsantrag eigentlich ganz was anderes. Und dann frage ich mich, über was sollen wir jetzt abstimmen? Über diesen Antrag am Landtag? Und die Herren in der Regierung sehen das anders, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich lese noch einmal vor. Ich lese noch einmal vor. Weil der Landeshauptmann Stellvertreter sagt, mit solchen Dingen will er nichts getan haben. Und der Landeshauptmann sagt, an der Grenze gehört eigentlich schon. Da steht nicht an der Grenze. Warte, das ist vor. Der Landtag hat beschlossen, die burgendische Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung heranzutreten mit notwendiger Infrastruktur und Personalstärke, die Durchführung temporärer Grenzraumüberwachung und temporärer grenznahe Kontrolle in Burgen sicherzustellen. Der Landeshauptmann sagt, an der Grenze. Das hat der Landeshauptmann gesagt. Ja, dann fragen wir ja, das ist Regierung, das ist was anderes, das geht uns nichts an. Also jetzt bin ich das ist die Regierung, die bringt der andere, die der Landtag. Und ich bin weit davon weg, Herr Kollege, das in eine Palette zu geben. Doch glauben Sie mir, jeder einzelne dieser Fälle muss uns wichtig sein. Und man darf nicht, so wie der Klubhocker aufzählen, es war nur ein paar, die umgebrochen worden sind, es war nur einige wenige, bei denen eingebrochen wurde. Sehr geehrter Landeshauptmann Stellvertreter, man darf diese Dinge nicht bagatellisieren. Und das ist auch für mich ein Akt der Humanität, ein Akt der Solidarität mit den Menschen in Österreich und im Burgenland. Das Burgenland hat in der Menschlichkeit noch niemals versagt. Wir müssen aber die Solidarität gegenüber denen, die durch Kriegswirren vertrieben sind, die flüchten, denen müssen wir helfen. Eindeutig, ganz klar. Das wollen wir auch im notwendigen Ausmaße tun. Solidarität ist von allen eingefordert, nicht nur in Burgenland, sondern in ganz Österreich. Und ich sage weiter, in ganz Europa. Wir müssen auch denjenigen helfen, die Angst haben. Das subjektive Gefühl der Sicherheit ist im Burgenland trotz dieser tollen Arbeit der Exekutive nicht mehr so vorhanden wie in der Vergangenheit. Hier müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass das wieder besser wird. Ich fahre jetzt niemand mehr so weit gewesen ist. Kann man nicht so das Protokoll lesen. Das ist vorher das Unternehmen vom Landtagsabgeordneten Ingenieur Rudolf Strohmann eingebrachten Abänderungsantrag abstimmen und das so gegeben haben, dass wir dem Abänderungsantrag zustimmen wollen. Der Dringlichkeitsantrag des FPÖ-Landtagsgruppen zur Fassung einer Entschließung zur Einführung der öffentlich wiederholt zugesagten Einführung von Grenzkontrollen an den Außengrenzen des Burgenlandes ist somit mit dem Antrag Abänderungen mehrheitlich angenommen. Die Tagesordnung ist